zwar sind wir in Altötting angekommen. Altötting ist halt die große Demo gegen den ganzen Windräder-Wahnsinn, ja, die wo hier gebaut werden sollen. Und mehr oder weniger hat es der Aiwanger durchgewungen. Und ich hoffe, dass viele werden, weil es hat eigentlich schon große Wellen geschlagen. Schauen wir mal, wie viele Leute das kommen und das Thema interessiert, dass wir so Windmühlen nicht brauchen. Und vor allem in einer Region, wo so gut wie kein Wind ist. Ja, oder wenig Wind. Also wir brauchen keine Windräder. Definitiv nicht. In der Stille liegt, stell dich zu mir, hältst du auf? Der erste ist schon da, der Michael Wittmer. Michael Wittmer 2.0 auf YouTube, da gibt es eine 1.0 oder ihr sucht einfach bei Telekom den Namen. Siehst und vom Sachsen, vom Osten. Genau, aus dem Osten. Im Osten geht die Sonne auf, ja, genau. Aus Sachsen. Ich bin so böser Sachsen. Und jetzt hoffen wir, dass heute noch brutal viel kommen. Stefan vom Autor Kimkau kommt noch. Ich filme auch ein bisschen mit 2 Kameras. Also viel Spaß dann, ich hoffe es. Ja, der Stefan von Autor Kimkau ist da. Servus, grüß euch. Was erhofft du heute da? Dass das der Auftakt ist, dass wir uns einfach das nicht mehr gefallen lassen und unsere Wälder schützen vor die Grünen. Anders kann man es ja fast nicht mehr sagen, vor diesen wahnsinnigen Schwachwindgebiete. Einfach Wälder niederzumachen, schöne Wälder, nicht irgendwelche Windräder zu positionieren, die ein Drittel von der Zeit noch nicht einmal Strom produzieren. Und ich glaube, heute wird es viel, hoffen wir es. Ja, klar. Diese Kraft hält uns zusammen. Und im stillsten der Momente regt sich in dir ein Gedanke, strotzt voll Ehrlichkeit. Im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen gegen Krieg sei, komischerweise. Aber Windradlein. Also würden Sie auch sagen, Milliarden, Millionen sind für irgendwelche Waffen da, aber für die Umwelt und für andere Sachen ist viel. Ja. Wir brauchen nichts da für die Umwelt. Wir brauchen es nicht beschützen. Michael, hast du ein bisschen einen Kaffee verdient? Ja, ich bin schon 410 Kilometer gefahren. Um zu erkennen, es ist Frieden, der hier in der Stille liegt. In der Stille liegt, in der Stille liegt. Stell dich zu mir, hältst du auf, dass es nur Ruhe wirklich braucht, um zum Sein zurückzukehren. Willst du dich noch weiter lernen, dich verstecken in Betriebsamkeit oder denk die in Verborgenheit liegende Schätze, grab sie aus, sind auch dein Erbe, alle. Servus, Eudeding. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. So viel Leute, die die Natur, die Umwelt schützen möchten und vor allem, die sich für eine sichere, sinnvolle, saubere und vor allem bezahlbare Energiepolitik einsetzen. Danke, dass ihr alle da seid. Ja. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Rainer vom Orga-Team vom Gegenwind. Ich glaube, die meisten haben mich schon mal irgendwo gesehen. Und vorneweg ein riesengroßes Dankeschön an das Team, weil ohne das Team war die Veranstaltung nicht möglich gewesen und das, was wir die letzten knapp 2 Jahre auf die Beine gestellt haben, natürlich auch nicht. Und bitte mal fürs Orga-Team einen Riesenapplaus. Danke, danke. Danke an alle Unterstützer, unsere ganzen Streamer, unsere ganzen YouTuber, die das Ganze so grandios beworben haben, dass wir das hier heute auf die Beine stellen haben können. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Lasst uns unsere Botschaft in die Welt tragen. Gell? Aber am allerwichtigsten, und die Leute, bei denen mag ich mich auch bedanken, das sind die Menschen in die einzelnen Gemeinden, die ganzen Teams, die uns also tatkräftig unterstützen. Ihr seid die Wichtigsten, ihr seid ein Riesenzahnrad in dem ganzen Getriebe. Danke für euren Einsatz die ganze Zeit. Und jetzt fangen wir mal richtig an. So, Gegenwind Eudeding. Im Dezember haben wir unseren 2. Geburtstag. Gegründet haben wir uns, warum? Weil unsere Volksvertreter in fast alle Gemeinden, 2 muss man ausnehmen, Hals über Kopf den Plan vom Söder abgenickt haben für das Prestigeprojekt mit den 40 Windkraftanlagen in unserem Wald. Wir haben dann sehr schnell angefangen mit Infoveranstaltungen, unsere berühmt-berüchtigten Stammtische und noch mehr Infoveranstaltungen. Wir haben an jedes Gemeinde- und Stadtratsmitglied Infos geschickt, damit die einmal wissen, für was die gestimmt haben.
Und vor allem haben wir mit ganz vielen Flyer-Aktionen die Bürger informiert, die bis dahin noch nichts von diesem Projekt gewusst haben. Und dank der Infos und dank der Hilfe von unseren ganzen fleißigen Helfern in den ganzen Gemeinden haben wir mehrere Bürgerbegehren gestartet. Und da danke an Mehring, da haben wir das erste mit einem Riesenerfolg für den Wald und gegen die Windräder gewonnen. Dafür erst einmal einen Applaus. Dieses erfolgreiche Bürgerbegehren hat aber dann den Hupsi auf den Plan gerufen. Und der ist dann da rumgetourt wie so der klassische Klinkenputzer. Und dann kam der Wegfall von der Kommunalklausel. Wo es geheißen hat, oder Wegfall Kommunalklausel war das, was man uns genommen hat, unsere Möglichkeit als Bürger am demokratischen Prozess teilzunehmen. Ein bisschen lauter, hinten versteht man nichts. Nur lauter, Demi, hinten hört man nichts. Ist jetzt hinten besser? Hört ihr mich? Super! Da winkt so eine hübsche Dame, hallo. Dann gehe ich wieder zurück, ich nehme den Ständer mit, dann passt es. Und der Hupsi hat in Starnberg noch versprochen, die Kommunalklausel, wenn wegfällt, nur für künftige Projekte, nicht welche, die schon laufen. Zack, bumm. Die Begründung für die Abschmetterung aller anderen Bürgerbegehren war, die Kommunalklausel ist nicht mehr da, jetzt gibt es kein Bürgerbegehren mehr. Und das ist der Grund, warum wir heute alle hier stehen, von nah und fern. Wir sagen mal, hier in Neudettingen fangen wir an, wir schicken ein Signal über München nach Berlin, so nicht. Und unser Motto, was ich immer und immer wieder sage, keine industriellen Windkraftanlagen in unserem Wald, und das, Herr Söder und Herr Aiwanger, ist nicht verhandelbar. Aber jetzt habt ihr mich dann gleich wieder von der Backe, jetzt kommen dann die Stars der Veranstaltung, jetzt kommt dann gleich unser Daniel, der führt euch durch die Veranstaltung. Ja, ist es geil, dass so viele Leute da sind. Vielen Dank fürs Kommen. Ihr schafft es fast, dass ich noch nervös werde. Der Rainer hat uns schon gebührend vorgestellt, falls jemand mich noch nicht kennt. Ich bin der Daniel aus Burghausen, ich bin meines Zeichens Elektromeister. Und ich bin dazugekommen zu Gegenwind, weil ich da mal einen Stammtisch besucht habe. Und dann hat es geheißen, wir brauchen einen Elektriker, du kannst einigermaßen reden. Heute habt ihr Glück. Ich mache nicht direkt am Vortrag, ich moderiere euch leider nur durch den Tag, oder zum Glück für euch, für mich leider und für die Redner, weil ich nehme immer so viel vorweg. Weil warum sind wir denn da? Wir wollen einen intakten Wald. Wir wollen, dass unser Trinkwasserspeicher da im Wald, ERPVA, gereinigt wird, anstatt dass er versiegt und vertrocknet. Dankeschön. Wir wollen das Mikroklima im Wald erhalten, weil irgendjemand hat gestern auf die Nacht auf den Boden geschmiert, Klimaschutz ist gleich Waldschutz, dem muss ich zustimmen, und Waldschutz ist gleich Klimaschutz. Photosynthese, Innenklima im Wald und so weiter. Was man bei Offshore-Anlagen sieht, an Wirbelschleppen, das ist das, was im Wald eine Anlage den Wald außenrum austrocknet. Und dann steht da 300 Meter hoher Stahlturm, wo schlagt der Blitz ein, wenn ein Blitzgewitter ist? In 30 Meter hohen Baum oder in 300 Meter hohen Stahlturm oder 284, weil das wird ja jetzt schon wieder so oft gestreamt, ich darf ja nicht mehr so knapp Zahlen nicht genau nennen, Rotorblattspitze 199, Flügelspitze 284 Meter. Aber gut, ich bin schweinefroh, dass so viele Leute da sind, vielleicht gehen wir auch noch ein paar Nachzügler. Mit den Behörden hat bis jetzt alles sehr gut geklappt. Ich breite mal hier meinen Zettel aus, dass ich ja den Ablauf dann am Start habe. Seid ihr schon bereit für den Robert Stein von Nuviso? Das hört sich sehr gut an. Dann übergebe ich ja gleich dieses Mikrofon an den lieben Robert und bin wahnsinnig froh und stolz, so prominente Unterstützung hier für euch dabei haben zu dürfen. Applaus für den Robert Stein. Danke, Daniel. Bitte, Robert, deine Bühne. Oh, wow. Hallo, liebe Leute. Schönen guten Tag zusammen.
Also für alle, die mich kennen, hallo, freut mich sehr, dass ihr alle da seid, dass wir uns mal live sehen. Und für alle, die mich nicht kennen, ich weiß genau, dass ich jetzt noch 30 Sekunden Zeit habe, bevor ihr euer endgültiges Urteil über mich gefällt habt. So, you never get a second chance of the first impression. Also muss ich jetzt irgendwie was ganz Schlaues sagen, damit auch ein bleibender Eindruck entsteht. Also Folgendes, ihr hättet ja heute eigentlich überall hingehen können. Zum Fußball, in den Baumarkt, in die Alpen, zum Wandern, aber nein, ihr müsst ja hier unbedingt rumdemonstrieren. Und ich kann nur eins sagen, diese Entscheidung war weise. Das war eine weise Entscheidung, heute hierher zu kommen. Denn letztlich ist es nicht nur eine ultra wichtige Bürgerbewegung, sondern es geht auch letztendlich darum, was wir mit unserer Zeit auf dieser Welt machen. Soll sie einen Sinn haben oder sollen wir uns maximal amüsieren? Ich denke, zumindest für heute haben Sie die richtige Wahl getroffen. Kurz zu mir, der Name Robert Stein, Jahrgang 70, geboren, aufgewachsen in Dillingen an der Donau, das ist ein kleiner Ort nördlich von Augsburg. Politische Ausrichtung, naja, ungefähr bis zu meinem 29. Geburtstag war ich strammer Grünenwähler, bis diese Partei irgendwann rechts abgebogen ist. Ihr könnt euch erinnern, 99 der Kosovo-Krieg, völkerrechtswidrig gegen die NATO und gegen Serbien vor, und seitdem kann ich die nicht mehr wählen, die Grünen. Jetzt gäbe es noch ein paar mehr Gründe dazu, aber seitdem bin ich eher, wie würde ich sagen, liberal-konservativ. Soll heißen, ich finde mein Land toll und ich will auch, dass es so bleibt. Wobei das wohl ein eher naiver Gedanke ist, wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, ob unser Land so bleiben kann. Beruflich, ja, was mache ich? Ich bin Journalist wider Willen. Warum? Bis August 2001 war ich eigentlich eher so ein stiller Beobachter dieser Welt. Hat zwar immer schon ein großes Interesse gehabt an der Geschichte, aber die ganz große Weltpolitik, das war mir eher irgendwie suspekt. Bis zum 11. September 2001. Da hat sich alles geändert, wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern, ich habe wahrscheinlich recht, für viele von uns hat sich an diesem Tag einiges geändert. Die Welt ist seit diesem Tag eine andere, und ich erinnere mich noch, dass ich 10 Jahre vorher schon mal im Kino saß bei einem Film von einem Filmemacher, der nennt sich Oliver Stone, und der Film damals hieß JFK, Tatort Dallas. Das war so das erste Mal, dass ein Konzept vom tiefen Staat, vom Deep State so auf mich draufgekommen ist. Aber ich war damals zu sehr beschäftigt, Soldat zu spielen, deswegen habe ich das etwas hinten abgeschoben. Aber der tiefe Staat, das ist ein ganz entscheidender Begriff. Und das mag vielleicht für viele Leute etwas befremdlich sein, aber es gibt diese geheimen Machtstrukturen im Hintergrund, die von der Öffentlichkeit abgeschirmt sind und vor allem unbehelligt von der Presse so im Geheimen ihre Weltpolitik betreiben. Aber wie gesagt, damals war ich noch viel zu jung. Und das Thema wollen wir jetzt auch gar nicht aufspannen, da ist gar nicht die Zeit dazu. Aber sagen wir es einfach mal so, wenn Sie herausfinden wollen, wie weit der Erkenntnisstand von vielen Leuten ist, dann fragen Sie einfach mal, was denkst du eigentlich über World Trade Center Nummer 7? Und anhand von dieser Antwort können Sie dann genau sagen, ob Sie tiefer einsteigen in die Diskussion oder ob Sie direkt zur Champions League abbiegen. Das ist so ein Lackmustest, den jeder Einzelne machen kann. Tja, also, 2001 war für mich eben so ein Erweckungsmoment, ein Wachrütteln auf die eher unsanfte Art, und seitdem arbeite ich dran, eben Menschen über Dinge aufzuklären, die im Hintergrund stattfinden. Wir machen Interviews, wir machen Dokumentationen, wir machen Kongresse, Vorträge, offensichtlich kennen die Arbeit auch schon einige Leute. Eben alles, was ein Journalist so tut, wobei ich dazu sagen muss, ehrlicherweise, ich habe nie eine Ausbildung in Richtung Journalismus gemacht, aber man hat mich ständig irgendwo auf so eine Bühne geschoben oder vor eine Kamera gesetzt, genauso eben heute wie hier. Man hat mich angefragt, Robert, kannst du nach Altötting kommen? Sag ich, ja gerne, was soll ich da machen? Ja, sprich irgendwie auf der Demo. Ich so, okay, was soll ich sagen? Ja, egal, sag einfach was. Und ich werde natürlich nicht nur irgendetwas sagen, sondern es geht auch um diesen Kontext, um diese großartige Bürgerbewegung. Und für diejenigen, die meine Arbeit verfolgen, muss ich meine Motivation wahrscheinlich nicht groß erklären, aber da hier auch Mitbürger sind, die mich nicht so gut kennen und vielleicht davon ausgehen, dass ich ein ganz schlimmer Finger wäre. Ein umstrittener, wie habe ich es gelesen, rechtsesoterischer Verschwörungsideologe, wobei ich immer noch nicht weiß, was das eigentlich ist, rechtsesoterisch. Lassen Sie mich bitte eins klarstellen. Ich liebe dieses Land und auch die Menschen, seine Kultur, den Lebensstandard, den unsere Vorfahren und wir schließlich letztendlich alle aufgebaut haben. Ich habe schon einiges gesehen auf dieser Welt und ich habe auch Gesellschaften gesehen, denen es bei weitem nicht so gut geht. Ich war immer wieder froh, wenn ich nach Reisen nach Deutschland zurückgekommen bin, weil hier die Dinge eben anders organisiert sind. Oder muss ich sagen, organisiert waren.
Unsere Straßen, die waren eigentlich immer tipptopp, die Bahn kam pünktlich, Gesundheits- und Sozialsystem, da hat uns die ganze Welt danach beneidet. Und wir haben bis dahin eigentlich immer in einer Solidargemeinschaft gelebt, dachte ich eigentlich immer. Und ich habe es als Kind immer gehasst, wenn man mich zum Straßenkehren gezwungen hat. Ich habe nicht verstanden, was das ist. Heute mache ich das freiwillig, weil ich weiß, wie Länder organisiert und ausschauen, wenn man nicht die Straße kehrt. Und das ist einfach nicht schön. Das ist nur ein Bild, die Straße kehren für viele andere Zustände im Land. Ich habe heute eben zugesagt, hier zu sprechen, in der naiven Hoffnung, vielleicht den ein oder anderen zum Nachdenken zu bringen. Und vor einigen Jahren habe ich mal eine ganz tolle Mail bekommen von einem Zuschauer, die hieß ungefähr so: Lieber Herr Stein, meine Tochter studiert Lehramt und heute hat sie ihren Vortrag über den Klimaschwindel angeschaut. Heute ist sie aufgewacht, ich danke Ihnen. Und diese Mail hat mich... Diese Mail hat mich dazu motiviert, eben auch hier zu sprechen über dieses große Thema. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir müssen uns darüber unterhalten, dass wir uns jetzt in dieser Zeit nicht nur in einer großen Kulturkrise befinden, die unser Leben und auch unsere Gesellschaft aufs Tiefste erschüttert. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass wir in einer Zeit der maximalen Verwirrung und Täuschung leben. Wir sind Zeitzeugen einer der größten Betrügereien und wissenschaftlichen Skandale in der Geschichte der Menschheit, und der überwiegende Teil der Menschheit bekommt es noch nicht mal im Ansatz mit. Im Gegenteil, diese Gedanken, allein die Vorstellung davon, wird mit allen Mitteln bekämpft. Sie kennen das ja alle, the science is settled, trust the science, 97% der Wissenschaft sind sich einig, wenn wir jetzt nicht umsteuern, werden wir alle sterben. Wir müssen unbedingt weniger CO2, müssen, ihr kennt das alles. Und unsere Gesellschaft, nein, eigentlich nicht unsere Gesellschaft, die globale Gesellschaft ist in einem Wahn gefangen, der alle Eigenschaften einer religiösen Sekte in sich trägt. Das Glaubensbekenntnis, das ist der menschgemachte Klimawandel, dann die Sintflut, der Meeresspiegelanstieg, quasi unsere Urangst, die Ketzer, das seid ihr, die Klimawandelleugner, der Erlösungsglaube, CO2-Abgaben und Elektroautos. Das sind alles Anzeichen eines religiösen Wahns. Und ihr müsst viele Jahre zurückdenken. Das ist nicht erst seit ein paar Jahren, seit Al Gore seinen Film gemacht hat, sondern schon seit 1986 können wir das beobachten, als auf dem Spiegelcover der Kölner Dom im Wasser stand. Seit damals hat diese Kampagne schon angefangen, hat dieser Glaube an den menschgemachten Klimawandel zu so einer Art Ersatzreligion geworden, und jeder, wirklich jeder, der heute mit Argumenten und mit wissenschaftlichen Daten versucht, dieses Bild irgendwie anzuzweifeln oder versucht, ein anderes Bild zu zeichnen, der wird letztendlich gnadenlos ausgegrenzt und auf beruflich kaltgestellt. Hinzu kommt natürlich noch ein ganzes Heer von Nutznießern, die sich dabei wunderbar eingerichtet haben. Es gibt ein altes Sprichwort: Wenn es Suppe regnet, dann halt den Löffel raus. Das haben vielleicht viele schon gehört. Und wenn ich alleine denke, dass in den letzten Jahren 4 Milliarden deutsche Steuergelder in China irgendwo versenkt worden sind für Klimaprojekte, wo es nicht den geringsten Nachweis gibt, dann denke ich mir, um Gottes Willen, was passiert da nur? Einfach mal die 4 Milliarden geteilt durch Krankenhäuser. Wenn jetzt ein Krankenhaus 200 Millionen, sagen wir 250 Millionen, das sind dann 4, das wären 16 schöne Krankenhäuser gewesen, oder wenn wir es durch Kindergärten teilen, könnten wir 100 Kindergärten irgendwo bauen. Also das Geld ist einfach nur verpufft. Und ich habe gerade erst vor kurzem von Oxfam eine Studie gelesen, dass die Weltbank davon berichtet hat, dass 40 Milliarden, die für Klimaprojekte ausgegeben worden sind, kein einziger Nachweis existiert, wohin das Geld geflossen ist. Das ist ein Fass ohne Boden, was wir hier aufgespannt haben, und da bedienen sich viele Leute natürlich ganz schön dolle dran. Und im Endeffekt, diese Entwicklung haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass dieses Thema Klima immer mehr auf uns niederregnet. Schauen Sie sich die ganzen Klimakonferenzen an. Das sind Zehntausende Teilnehmer, Veranstalter, Nutznießer. Eine ganze Industrie lebt letztendlich vorzüglich mit diesem Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meiner Wahrnehmung ist die ganze Gesellschaft durchdrungen von diesem Thema. Jeder Bus, der vor mir fährt, fährt klimafreundlich. Jede Firma will klimabewusst produzieren. Jeder Film, jede Doku, jeder Artikel, alles ist Klima, Klima, Klima. Und dann muss dann eben so ein bisschen Wald, muss dann eben weichen für das größere Ziel, für die Weltenrettung. Da kann man dann eben auch auf so ein kleines Bürgerbündnis hier, kann man dann keine Rücksicht nehmen. Ja, so. Wo kämen wir denn dahin, wenn hier jede Gemeinde
ihr eigenes Süppchen kochen würde. Wo können wir denn da hin? Bürgerentscheid? Nee, nee, das gibt's nicht. Weltenrettung? Weniger geht nicht. Und natürlich will unser geliebtes Bayern wieder ganz vorne dran sein. Liebe Freunde, ich könnte jetzt hier stundenlang Daten nennen, die den menschgemachten Klimawandel in ein etwas anderes Licht tauchen, aber dazu reicht uns die Zeit nicht und es hätte auch gar keinen Sinn, denn ist leider so, wir erreichen viele Menschen damit einfach nicht mehr. Es hat diesen religiösen Charakter angenommen, dass wir keine Diskussionen mehr machen können, egal wer was zu diesem Thema publiziert. Es ist nicht möglich, in die Menschen, in die Gehirne reinzukommen. Und ich habe einfach ein paar Daten noch, ein paar Zahlen gefunden. Zum Beispiel hier die angebliche Abschwächung des Golfstroms. Das war immer jahrelang für viele Menschen so ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Klimawandel jetzt unmittelbar vor diesem Kipppunkt steht. Jetzt, gerade erst im September, kam die Meldung, das ist gar nicht so. Man misst nämlich diesen Golfstrom anhand von Magnetfeldänderungen an den Unterwasserkabeln. Und jetzt hat man festgestellt, dass diese angebliche Abschwächung des Golfstroms ein Messfehler war, weil nämlich das Erdmagnetfeld sich auch mit geändert hat. Also der Golfstrom ist super stabil die letzten 40 Jahre gewesen. Es gibt überhaupt keine Indikation dafür, dass da irgendein Kipppunkt auch nur ansatzweise davor steht. Oder gerade hier Meldung vom 28.10. Weltplus hat gemeldet, Deutschland verloren in der Solarsackgasse. Und allein im September diesen Jahres haben wir 2,6 Milliarden Euro an Einspeisevergütung für die Solar- und Windkraftproduzenten überwiesen. Und nur 145 Millionen wurden selber eingenommen. Also diese Lücke selber ist schon so groß, dass sie den Haushalt sprengen kann. Wir produzieren mittlerweile so viel Solarstrom, dass wir nicht nur riesige Summen für die Einspeisevergütung ausgeben müssen, sondern wir müssen auch noch unsere europäischen Nachbarn dafür bezahlen, dass sie uns diesen Strom dann abnehmen. Das ist ein wirklich geniales Konzept. Und ich weiß nicht, ob ihr von diesem genialen Begriff schon mal gehört habt, Dunkelflaute. Das ist ein Konzept, welches in meiner Wahrnehmung bei den politischen Entscheidungsträgern noch nicht so wirklich durchgedrungen ist. Das heißt nämlich, wie es der Name auch schon erahnen lässt, es gibt tatsächlich Zeiten, in denen kein Wind weht und es soll auch vorkommen, dass die Sonne nicht scheint. Das soll tatsächlich passieren. Ja? Und dann, vor allem dann, wenn wir so eine Dunkelflaute haben, also gerade jetzt dann im Winter, dann Januar, Februar, wenn es noch sehr, sehr dunkel ist, dann brauchen wir eben Ersatz für diese erneuerbaren Energien. Bis April 23 hatten wir wenigstens noch ein paar Kernkraftwerke, aber was damit passiert ist, wissen wir ja mittlerweile alle. Übrigens ist jetzt auch bekannt geworden, dass im Bundeswirtschafts- und Umweltministerium sehr wohl die Rede davon war, die Kraftwerke wären sicher genug, um sie weiterlaufen lassen zu können. Aber es war eine rein politische Entscheidung, das wissen wir heute, diese Daten zu unterdrücken und die letzten 3 Kraftwerke endgültig abzuschalten. Also jedes Mal, wenn ich auf der A92 Richtung Deckendorf fahre, da komme ich bei Ohu an der mittlerweile teuersten und größten Industrieruine der Welt vorbei. ISA 2, das Kernkraft mit der besten Leistungsbilanz, das sicherste Kernkraftwerk aller Zeiten, abgeschaltet, kostet jetzt Millionen die nächsten 25 Jahre, um das rückzubauen. Und währenddessen laufen im Schnitt 3 bis 4 Kraftwerke in Frankreich, um uns den Strom zu liefern, den wir jetzt nicht mehr haben. Tja. Aber letztendlich, all diese Meinungen lösen kein Umdenken aus. Gibt es jetzt irgendeine Debatte, dass das Ganze geändert werden sollte? Wird es jetzt kritisch gesehen, dass die Energiewende vielleicht nicht das idealste Konzept ist für so einen Industriestandort, wie wir es haben? Und nur wenige, es sind wirklich sehr wenige, die sich trauen, in der Öffentlichkeit über all diese Dinge zu sprechen. Und wer mit diesem medialen und politischen System verbunden ist, der weiß ganz genau, was mit einem passiert, wenn man sich eben kritisch äußert zum menschgemachten Klimawandel. Und um Antworten darauf zu finden, dazu bin ich der Meinung, brauchen wir professionelle Hilfe. Und zwar habe ich da einen Psychoanalytiker aus Belgien, von dem ich Ihnen ein paar Dinge erzählen möchte. Der Mann heißt Professor Matthias Desmet, der ist von der Universität Gent in Belgien. Dem sein Departement, wo er forscht, ist für Psychoanalyse und klinische Beratung. Und warum ist das für uns wichtig? Ich erkläre es uns. Warum lassen sich die Menschen von dem Narrativ des Klimawandels oder auch von diesem Killer-Virus nicht mehr abbringen, obwohl mittlerweile so viele Fakten auf dem Tisch liegen? Es sind die Maßnahmen,
die Restriktionen, die Einschränkungen, die Rechtsbrüche, Grundrechtseinschränkungen, alles wird akzeptiert und sogar frenetisch verteidigt. Die Menschen lassen sich von keinem Argument und von faktischer Evidenz nicht mehr umstimmen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Nun ja, dieser Professor Desmet, der beschreibt hier 4 psychologische Voraussetzungen, die in einer Gesellschaft vorhanden sein müssen, damit wir an diesem ursprünglichen Narrativ festhalten. Obwohl die Daten das Narrativ eigentlich schon lange widerlegt haben. Und diese 4 Punkte sind, es sind 4 Voraussetzungen, die hat es historisch schon immer gegeben bei sogenannten Massenformationen oder auch Massenpsychosen. Es gibt genügend Beispiele dafür in der Geschichte der Menschheit, aber es sind 4 Punkte. Das erste ist Punkt Einsamkeit. In unserer Zeit fühlen sich die meisten Menschen einsam. Und das war schon vor Corona so. Statistiken und psychologische Forschung haben das ergeben. In England gibt es sogar ein Ministerium für Loneliness, eine Epidemic of Loneliness. Die haben sogar einen eigenen Minister, weil sich die Menschen so vereinsamt fühlen. Das zweite ist, die Menschen fühlen sich getrennt. Ohne soziale Bindungen und ohne sinnvolle Beziehungen. Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2012, die wurde in 142 Ländern durchgeführt, das ergab, dass 63% der Befragten haben zugegeben, dass sie bei der Arbeit so unmotiviert sind, dass sie durch den Tag schlafwandeln und zwar Zeit, aber keine Leidenschaft in ihre Arbeit stecken. David Graeber hat darüber ein sehr gutes Buch geschrieben, das nennt sich Bullshit-Jobs. Das dritte, das ist Angst. Eine Ressource, die in diesem Land offensichtlich sehr groß vorhanden ist. Es gibt nicht nur bei uns, sondern wahrscheinlich überall ein sehr hohes Maß an sogenannter freischwebender Angst und auch psychischer Unzufriedenheit. Eine freischwebende Angst, die hat kein Bezugsobjekt für ihr Auftreten. Den Leuten ist es gar nicht bewusst, warum sie in dieser Angst gefangen sind. Es ist eine Angst, die mit nichts Besonderem verbunden ist und dadurch fühlen sich die Menschen auch ganz besonders hilflos. Bei einer von 5 Personen wurde eine Angststörung diagnostiziert. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum der Gebrauch von Antidepressiva in Europa so stark zugenommen hat. Und der vierte dieser Punkte, es gibt freischwebende Aggressionen und auch Frustration. Auch wenn die Menschen das gar nicht wissen, warum sie sich so fühlen. Und infolgedessen suchen Menschen nach einem gewissen Objekt, also nach einer mentalen Repräsentation, an dem sie ihre Frustration, ihre Angst und ihre Aggression festmachen können. Und die Pandemie der Ungeimpften, Klimawandelleugner, Verschwörungsideologen, da wird es dann drauf projiziert. Und diese 4 Faktoren, das sind die wichtigsten Voraussetzungen, die notwendig sind, damit eine Gesellschaft in einen vollkommen irrationalen Zustand gerät. Und letztendlich in die eine oder andere Form des Totalitarismus abdriftet. Also es ist Einsamkeit, die Menschen fühlen sich getrennt, es ist die Angst und es sind freischwebende Aggressionen und Frustrationen. Und ich glaube, wenn wir uns die Jahre seit 2020 nochmal vor Augen führen, dann können wir ziemlich gut sehen, wie diese Beschreibungen gerade hier in Deutschland zutreffen. Die härtesten Maßnahmen weltweit in Sachen Corona, das längste Corona-Regime überhaupt und mit die krassesten Maßnahmen zur Bekämpfung des angeblich von uns verursachten Klimawandels. Und es kommt noch ein ziemlich wichtiger Punkt hinzu, nämlich 97% der Wissenschaftler sind sich einig, so heißt es immer. The science is settled. Schweden-Gretel hat es uns erklärt, trust the science. Die Behauptung, man finde sich in der Mehrheit, also die große Mehrheit der Wissenschaftler sei auf der richtigen Seite, der wissenschaftliche Konsens, diese Behauptung ist das Kernstück von allem, was in unserer Zeit für die autoritäre Zerstörung unserer demokratischen Grundprinzipien verantwortlich ist. Bis hin zur Politisierung und Aushöhlung des Rechtsstaats in einem unfassbaren Ausmaß. Vor unserer aller Augen entwickelt sich eine Dystopie, gegen die 1984 von George Orwell sich wie ein Schülerroman liest. Diese unsägliche Gendersprache, die ganze Vogue-Politik der Buchstabenmenschen, CO2, Social Credit Kontos, Verfolgung und Zensur jeglicher Opposition durch zum einen natürlich Ursula und ihre Kommission in der EU und dann natürlich in Zusammenarbeit mit den Tech-Konzernen in den USA. Und. Und diese Entwicklung, die ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie bald unumkehrbar sein wird. Die technischen Möglichkeiten der Zensur, die sind jetzt auf dem Niveau angekommen, vor dem uns Hannah Arendt vor 70 Jahren schon gewarnt hat in ihren Aussagen. Der Totalitarismus, der war nie wirklich weg.
Der hat nur ein langes Nickerchen gemacht und hat sich jetzt umgezogen und jetzt ist er wieder da, aber mit den gleichen Konsequenzen wie jedes Mal. Ich hatte in meiner Zeit als Journalist mehrmals die Gelegenheit, mit Dr. Hans-Joachim Marz ein Interview zu führen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, er ist Psychiater, Therapeut und auf seinem Gebiet von der Traumaforschung ist er wohl einer der Besten in seinem Fach, die wir in unserem Land haben. Und er sagte mir, was wir erleben, ist eine kollektive Angststörung von nationaler Tragweite. Und was bedeutet das? Was heißt das, habe ich gefragt. Was ist eine kollektive Angststörung? Nun, es kommt zu den absurdesten Verordnungen, die wir alle live und in Farbe erlebt haben und in den letzten Jahren eben seit Beginn 2020. Ich sage nur eins, Verweilverbotszone, 3G, 2G, 1G, Maskenpflicht. Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung sind sicherlich auch die Mainstream-Medien. Denn Menschen, die sich nur aus dem Mainstream informieren, die werden regelrecht in die körperliche und auch in die seelische Isolation getrieben. Eine Flut aus Angst regnet öffentlich-rechtlich auf die Menschen herab. Ich habe hier so eine kleine Auflistung gesehen, das waren 13 Screenshots von Meldungen aus dem Mainstream, wo überall Klimakiller drauf stand. Klimakiller Hunde, Klimakiller Smartphone, Klimakiller Zimmerpflanzen, Klimakiller, Killer überall. Die Menschen werden mit dieser Angst gesättigt und sie können ja gar nicht mehr anders. Überlegen Sie mal, im Jahr 2007 kam der Film von Al Gore in die Kinos. Wer damals gerade in die 1. Klasse kam, hat sein gesamtes Leben mit dieser Klimapanik erlebt und ist jetzt auf den Straßen, weil er wirklich davon ausgeht, dass dem so ist. Aber es gibt ganz andere Fakten, die leider viel zu wenige Menschen hören. Und diese Angstpsychose und diese ganze Politik, die von den meisten Menschen gutgläubig übernommen worden ist, die hat dazu geführt, dass wir in dieser normopathischen Gesellschaft angekommen sind. Die Normopathie, was heißt es? Die Mehrheit denkt, alles ist in Ordnung, aber eigentlich läuft alles ziemlich schief. Es gibt in uns Menschen offensichtlich ganz wichtige soziale Grundbedürfnisse. Das ist Gemeinschaft, das ist Anerkennung. Wir möchten alle gemocht werden, wir möchten bestätigt werden, wir möchten geliebt werden und auf gar keinen Fall wollen wir das Gegenteil davon. Nämlich ausgegrenzt werden, beschimpft werden oder diffamiert werden, nicht mehr dazugehören. Und das sind so starke Bedürfnisse, dass intelligente Menschen und vor allem die intelligenten Menschen hochabnormes, kriminelles und verbrecherisches Verhalten akzeptieren, nur weil es die Mehrheit auch so macht. Sie müssen sich nur die traurigen Bilder aus der Corona-Zeit vor Augen führen und Sie sehen die Blaupause für eine Gesellschaft, die Dr. Marz eben als narzisstische Normopathie bezeichnet. Und wir sind mitten in dieser Gesellschaftskrise und es stellt sich die Frage, wie wir eigentlich weiterleben wollen. Wir sind im Wahn, das waren seine Worte, immer noch globaler, noch digitaler, noch totalitärer. Und ich denke, es ist wirklich nicht überraschend, wenn ich zu dem Schluss komme, dass diese Gesellschaftsform ihr kritisches Ende auch irgendwie erreicht hat. Wir leben nicht nur in einer gigantischen Kulturkrise, sondern wir leben in einer Gesellschaftskrise. Warum ist das so? Wieso reagieren wir so? Welche Mechanismen steuern uns? Und ich denke, die Antwort ist so einfach wie banal, weil wir Gruppenwesen sind. Weil wir Menschen sind, die auf die Gruppe angewiesen sind, schon immer, das steckt in unseren Genen. Die Familie, die Sippe, der Stamm, das Dorf, die Stadt. Wer früher ausgestoßen wurde, war zum Sterben verurteilt. Wir sind angewiesen auf die Gruppe. Wir können ohne Menschen nicht existieren, ohne Mitmenschen. Habt ihr schon mal versucht, alleine einen Brunnen zu bauen oder eine Brücke irgendwo hinzustellen? Das geht nur in der Gemeinschaft. Der Mensch als Gruppenwesen, der sichert sich so das Überleben. Also muss man auch immer die Gruppe haben, um nicht ausgeschlossen zu sein. Denn Gemeinschaft, das heißt eigentlich Leben. Aber mit diesem vermeintlichen Schutz durch das Kollektiv erkennen wir es aber auch an. Wir sind konform, wir müssen konform sein, um überleben zu wollen. Und erkennen dabei oft gar nicht, wie wir uns geistig verbiegen, nur um eben nicht ausgeschlossen zu werden. Wir verschließen die Augen und merken oft gar nicht, was passiert. Es sei denn, dass bevor die totale Kontrolle abgeschlossen ist, die Gesellschaft in einen kollektiven Aufwachprozess kommt, quasi eine Zwangsaufwirkung im wörtlichen Sinn. Und diese Entwicklung können wir momentan beobachten. Jeder Mensch in diesem Land mit einem kleinen bisschen Restverstand kann sehen, wie die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger gerade alles gegen die Wand fahren. Egal welcher Teilbereich in unserer Gesellschaft, gerade löst sich alles auf und zwar mit einer Geschwindigkeit, die in meiner Wahrnehmung, in meiner Lebenszeit
alles in den Schatten stellt. Es bleibt die Frage, ob es vielleicht genau diese Entwicklung braucht, damit das Kollektiv auch anfängt aufzuwachen und sich Gedanken über die wahren Machtstrukturen hier vielleicht macht. Liebe Freunde, in diesen wenigen Minuten kann ich solche Gedanken wirklich nur oberflächlich skizzieren. Es gäbe noch so viel dazu zu sagen und ich sehe auch die kritischen Gesichter, die alles, was ich hier gesagt habe, einfach nur lächerlich finden. Niemals wird es das geben, dass sich Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und sogar das Militär sich für so einen großen Betrug einspannen lassen und dann die ganze Welt damit hinters Licht führen. Das wird es nicht geben. Moment, was war bei Corona? Ich muss das einfach nochmal durchdenken, ja. Liebe Freunde, ich kann Sie eigentlich alle nur dazu einladen, sich auf die Suche nach den Antworten zu machen. Offensichtlich hat dieser Aspekt in Ihrem Leben schon begonnen, sonst wären Sie ja heute nicht hier gelandet. Lassen Sie sich auch bitte nicht von diesem Strudel aus Negativität und Hoffnungslosigkeit betäuben, denn letztendlich, das Leben wird weitergehen. Und wir als Kollektiv und auch als Volksgemeinschaft, wir werden diese Zeit auch überwinden. Unsere Altvorderen, die haben viel schlimmere Dinge überstanden. Und auch wir werden das als Kollektiv überstehen. Wir müssen durch dieses Tal durch und dann geht es auch wieder nach oben auf der anderen Seite. Die Frage ist nur, ob wir schon an der Talsohle angekommen sind oder nicht. Der letzte Satz von mir, ein Zitat von Dieter Hildebrand, der berühmte Kabarettist, der hat einmal gesagt: Wenn ich von den 400 Gästen heute Abend auch nur einen davon zum Nachdenken angeregt habe, dann war das ein verdammt guter Tag. Und genauso geht es mir letztendlich auch, wenn von den vielen Gesichtern heute einer nach Hause geht und diese Gedanken mitnimmt und daraus irgendetwas macht, dann war es für mich ein verdammt guter Tag. Ich danke euch, alles Gute, viel Spaß heute noch. Ja? Danke Robert Stein. Danke Daniel.